Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von The Witcher 3 Blood and Wine. Bevor ich heute beginne, muss ich noch ganz kurz erwähnen, dass es könnte hier und da grafiktechnisch ein paar Abweichungen geben. Also ich hoffe im Prinzip, dass es zumindest gleich aussieht wie zuvor, also sprich die restlichen Parts, oder sogar noch ein bisschen besser. Ja, das Ding ist, ich habe jetzt hier mir ein bisschen umgesteckt und so weiter. Generell aus allgemeinen Gründen, und vorher lief jetzt der zweite Bildschirm, den ich jetzt hier eigentlich immer aufnehme, lief auf DVI und mittlerweile hat auf DisplayPort, und ich, obwohl es ja eigentlich, ich meine, ich habe jetzt nicht so eine hohe Auflösung, ist ja nur, ja, Full HD im Prinzip, also sprich 1080p, HD, ja, eben von dem her, doch 1080p, Full HD, wie auch immer. Das sollte ja eigentlich auf DVI und DisplayPort ja eigentlich gleich aussehen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es wirkt einfach ein bisschen anders, und deswegen, ja, ich guck mal, vielleicht, wie gesagt, das tauscht auch noch bei mir, vielleicht nachher bei euch auf YouTube wieder anders. Bearbeitung, mal gucken, aber ich hoffe, es sieht trotzdem wie gewohnt adrett und nett aus. So, mit den Quests, genau, ich habe sogar überlegt, ob ich die heutige Folge sehr viel länger mache, grandiose Überlänge, damit wir dann endlich in der nächsten Folge mit der Hauptquest weitermachen können, weil es dreht sich schon extrem hin mittlerweile und daher, ja, mal gucken, wie es läuft, wa? Sehen wir mal vielleicht die Folge jetzt sogar 40 bis 50 oder sogar eine Stunde lang. Mal gucken. Dafür nächste Folge mit der Hauptquest weiter. Wenn sie nicht aufgeben, wenn ich schon nach 30 Minuten sehe, bin gerade mal mit einer Sidequest durch, dann natürlich klar, dann lohnt es natürlich nicht. Man wird sogar viel zu lange dauern. So, Füße kalt wie Eis, finde François. Mais oui, mais oui. So, jetzt einfach wieder. Och nö, wieso bringt er mit? Hä? Seltsame Kartenbeschreibung. Gehen wir hier entlang. Okay, jetzt muss ich da oben durch. Hä? Komm jetzt. Ja, komm ja schon, Geralt. Hallo, ich suche vor. So. Du hast mich fast zu Tode erschreckt, Fremder. Wie nennt man dich? Und was führst du im Wappen? Deine Fresse, wenn du weiterhin so doof fragst. Ravi von Wir. Der Name folgt uns immer noch. Ach. Ja. Naja. Geralt. Einfach Geralt. Nämlich Geralt von. Ja, also ein Christian nehmen wir Geralt von Riva, von dem her. Geralt von Riva. Im Wappen die Brücke. Sei gegrüßt. François Le Joffre nehme ich an. Deine Verlobte schickt mich. Du bist schon eine Weile unterwegs und sie macht sich Sorgen. Fürwahr, der Grottore ist die grässlichste der Bestien. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Indem du vor der Höhle schläfst? 2 Wochen lang? Ich war vielleicht etwas zu ausführlich, aber nun wird nicht mehr gezaudert. Ich gab mein Wort. Die Bestie ist so gut wie tot. Schlafen vielleicht, wa? Ich stehe nicht im Weg, vielleicht kann ich helfen. Da kannst du die Quest ein bisschen abkürzen. Dann lass ich dich mal machen. Jawohl. Vorwärts. Für die Ehre! Verflucht. Ich sollte ihm nachgehen. Dann kann ich wenigstens seiner Verlobten sagen, was passiert ist. Jo, wäre wieder noch praktisch, wa? Für die Ehre beim Teutates. Achso, ist ja so ein Auftrag. Ups, ja, dafür werde ich ja bezahlt und sollte vielleicht doch. Wobei es hieß nicht, dass ich ihm helfen müsse. Machen natürlich das, wofür wir bezahlt werden, ne? Ist logisch. Ja, mir gefällt das Speed immer nicht ganz. Aber wie gesagt, ich kann ihn genau einschätzen, weil man hat ja auch nicht nur die Grafikkarte selbst, die Anzeige, sondern natürlich auch auf dem Bildschirm selbst. Und was ich am Bildschirm sehe, ist nicht das, was er unbedingt aufnimmt. Also sprich, was ich sehe, ist nicht das, was er am Signal vom PC bekommt. Daher kann es sein, dass ich das Gefühl habe, ist irgendwie zu hell oder zu wenig Kontrast drauf. Und ich nachher auf YouTube das Gefühl habe, nö, es passt eigentlich super.
So. Du gehst voraus, war? Okay. Doch ich will ihm das Haupt abschlagen. Wir müssen ihn erstmal töten. Seltsam. Keine Spur vom Grottore. Vielleicht sollten wir umkehren? Wenn kein Monster da ist, Ich höre was. ist keins da. Höchst bedauerlich. Aber was will man machen? Eine Wiege voller Kinderschuhe. So eine groteske Sammlung habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Beeindruckend. Fast wie im Wintergarten. Aber nur fast. Hilfe, ich sehe so wenig. Schon besser. Ja, ich habe ein Schwert. Ja, vielleicht sollte er mal ein Schwert ziehen. Irgendwie bringt das nichts, ja, aber das Gefühl. Was ist die Wand da? Was macht denn hier falsch? Jetzt nicht noch entlang. Ah, wieder raus, okay. Oder was? Nö, nur gelb. Nur gelb, nichts Rotes. Da haben wir noch was Rotes. Gerade jetzt gesehen. Vorhin natürlich. Okay. Natürlich vorhin die ganze Zeit drauf angeschlagen, aber erst jetzt merke ich's. Etwas auf der anderen Seite. Ich komme da nicht durch. Da helfen weder Schwerter noch Zeichen. Ja, und jetzt? Soll er es machen oder wie? Wenn ich so nicht durchkomme. Die Bestie ist wohl nicht hier. Nicht zu ändern. Wir müssen uns damit ab... Knochen. Kleiner Schädel. Fontanelle ist noch nicht ganz zu. Etwa einjähriges Kind, schätze ich. Es stimmt, was man in den Dörfern sagt. Der Grottore frisst Säuglinge. Krimskrams. Jetzt ist alles klar. Es muss ein Das muss Grottore seinen Opfern abgenommen gerade auf Jagd. Ich muss ihn anlocken. Tja, also gut. An die Arbeit. Götter, euer Wille geschehe. Oje, oje. Über Grottuare, wa? Wo haben wir die denn? Verfluchte Wesen vermutlich, wa? Nö. Nicht einmal. Der Krötenprinz, ja. Detla van der Ehre. Ja, das ist was anderes. Die Buchse von Coro Bianco, das ist auch was anderes. Eine Alpe. Ja, ich soll einen Eintrag lesen, aber Mutterschleimlinge. Ja, hatten wir auch schon. Den Silberbasilisken. Der Geist von Daphne. Hä? Wo ist das Teil denn? Ja, das ist aber schon das Bestiarium. Hä? Okay, nochmal ganz kurz durchgehen. Haben wir? Haben wir? Haben wir? Hä? Wo ist denn der? Bin ich schon überall durch? Ja, hier. Die Meteoritiumbombe, Reliktöl, Igni. Ja, wie gewohnt, wa? Ein bisschen Imeritium, das kann nicht schaden. Toll. Wir haben bereits versucht, die Pflanzen in Brand zu setzen. War die hier?
Ich glaube, da kommt was. Die Musik ist ein bisschen bedrohlicher. Das ist aber ein langer Lulatsch. Sag mal, Geralt, kannst du bitte... Hallo, Igni... Ich kann nicht mehr Igni einsetzen. Hallo? Scheiß Pflanzen auf! So geht er jetzt nur her. Also jetzt brenne ich auch noch. Ja, ist gut. Mann, Geralt, schmeiß das Teil doch wieder mal. Er macht nichts mehr. Sag mal, was ist mit dir los, Geralt? Ja, jetzt macht er es wieder. Also irgendwie war es ein bisschen seltsam. Dachte mir so mit dem Igni im Brand seht, sondern ganz geil, aber ja. Meiner treu war das ein zähes Vieh. Ich bin dankbar, Hexer. Du hast mir sehr geholfen. Wozu diese Herausforderung? Eine Nummer kleiner ging es wohl nicht? Ein Murmelmensch hätte es doch auch getan. Warum? Also, die Grässlichkeit des Monsters muss schließlich der Tiefe meiner Liebe entsprechen. Du errötest, Herr Ritter. Es ist meine Verlobte. Sie hat es so eilig mit der Hochzeit. Wir kennen uns doch erst 2 Jahre. Also schwor ich, den Grottore zu töten. Das sollte mir Zeit verschaffen. So eine Bestie, das kann Monate dauern. Mhm. Vor allem bei dem Tempo, das du vorgelegt hast. Tja, jetzt sind die Monate halt schon vorbei. Die Hochzeitsglocken klingeln. Der Arme. Wird Zeit, dass du nach Beauclair zurückkehrst, tapferer Ritter. Nein, nein. Das Haupt dieser Bestie ist so winzig und unzureichend, als Ausdruck der Liebe, die ich für meine Verlobte fühle. Die Welt wartet. Zu ihren Ehren werde ich eine noch viel schrecklichere Bestie erlegen. Ja, warum eigentlich nicht? Du musst ja kalte Füße haben. Praktisch gefroren. Tja, das glaube ich zwar erst, wenn ich es sehe, aber wie du willst. Viel Glück. Hab Dank, Meister. Es war eine Ehre, an deiner Seite kämpfen zu dürfen. Jojo, wie immer. Toll. Sie gehen zurück und sagen, ja, der Grottor wurde erledigt, aber er möchte noch eine viel wildere Bestie schlagen, zu ihren Ehren, weil er kalte Füße hat. Das mit kalten Füßen soll vielleicht nicht unbedingt sagen. Das könnte sie missverstehen. Ach, was soll's. So, dann haben wir auch schon unser Pferd. Wieder mal über 7 Brücken musst du gehen, obwohl vielleicht gibt es eine andere Abkürzung. Nö, gibt's nicht. Mist. Ja, also plötzlich muss schon geradeaus nichts dir sagen. Mann. Die Steuerung nicht teilweise, weil man vom Pferd oben.
Ja, komm! Sehr gut, sehr gut. Naja, vielleicht doch nicht sehr gut. Sagen wir es langsam mal. Im Galopp hoch. Naja. Komm, ihr geht zu Fuß, bin ich schneller. Bei dem Gesicht helfen noch keine Salben mehr. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Selbsterkenntnis in einer Visage. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen falsch. Was kann das sein? Natürlich bin ich komplett falsch. Mann, ey. Plötzlich, du bist schuld. Nö. Die haben plötzlich nichts dafür, wenn ich irgendwie, naja, das Gefühl habe, ich muss andere Wege gehen. Eigentlich gar nicht. Gerards Augen leuchten. Ja klar, gemäß Romanen, also eigentlich gemäß Hexen sein sollten ja schon, gemäß Witcher 1 und 2 ja auch, aber gut, meine können eine Mod installieren, genau, aber auch von ein paar Parts irgendwie den Namen für eine Mod nicht mehr gewusst, war nicht schlecht. Ja, könnt ihr eine Mod installieren, damit Gerards Augen da heller leuchten. Ich glaube, das mache ich dann sogar mal bei New Game Plus, weil wir sowieso noch einiges testen. Also, dort richtige. Gute Neuigkeiten. Dein Verlobter... Ist mein Verlobter gewesen. Wie? Er war gerade hier und ist mit einem neuen Schwur aufgebrochen. Diesmal will er mir ein gestreiftes Pferd aus Serikanien holen. Naja, immerhin hat er sich was ausgesucht, was er alleine schaffen kann. Ganz schön weiter Weg allerdings. Und ob. Ich sagte ihm, es bedarf keines Beweises mehr. Ich will sogleich in den Tempel gehen. Da fängt er an zu drucksen und von Ehre und so weiter zu schwafeln. Sag mir, Meister Hexer, sind alle Männer Schweine? Das fragst du einen Mann. Ja, die meisten, nicht alle. Das ist jetzt wieder, das ist eine Fangfrage, Freunde. Das ist eine Fangfrage. Wenn eine Frau jemals so etwas fragt, nicht antworten, einfach abhauen. Darauf dürfte keine Antwort geben, weil, nee, das geht einfach nicht. Nicht alle. Es gibt auch ein paar Ausnahmen. In deinem fernen Riva vielleicht. Aber was scheren dich die Qualen meines Herzens? Hier, deine versprochene Belohnung. Falls du je die Frau Hexer deines Lebens triffst, sei ehrlich zu ihr und erspare der Welt etwas Kummer. Tja, aus dem Let's Play bisher waren wir zu Trissimo ehrlich. So, machen wir direkt mal den nächsten. Großwildjäger. Bisher läuft es relativ gut. Gut, ich meine natürlich, dass mit der Rüstung fehlt noch. Weil er holt eigentlich in diesem Part noch die Manticore-Rüstung komplett anziehen und so weiter. Vielleicht mache ich das dann für die nächste Folge dann, quasi als Überbrückung. Da muss ich vermutlich noch einiges zusammenkaufen und war dann natürlich noch ein bisschen Kohle dafür. Die war schon relativ teuer und die Anrüstung sind auch so fix teuer. Jo, jetzt dann die Manticore-Rüstung und dann, also Großmeister natürlich, und zum Schluss des Plays sind dann noch die Wolfmeister-Rüstung. Oder? Doch nicht? Das war, ja, wobei Level 40 als Rüstung, wenn man es bis zum Endspiel betrachtet, natürlich auch schon relativ wenig. Bei der Wolf ist ja nicht gerade viel mehr, aber Großmeister. Das ist sowieso verrückt, ey. Großmeister-Rüstung, kannst du denken, ja, ist das Base vom Besten, was passiert? Ja, toll. Das war's auch schon. Ich hab dich rufen hören. Willst du was von mir? Und ob. Wir haben mächtigen Ärger. Die achtbeinige Sorte. Dann braucht ihr einen Besen, keinen Hexer. Du verstehst nicht. Die Biester sind riesig. Wie Hunde. Wie Schweine. Schwarz und haarig. Spinnen alles ein. Wir reden also nicht von Spinnen, sondern von Arachnomorphen. Nenn sie, wie du willst. Hauptsache, du machst sie nieder. Wir könnten in diesen Höhlen wunderbar Weinfässer lagern, wenn diese Viecher nicht wären. Tja, wenn ich schon mal da bin. Das Wichtigste zuerst. Reden wir über meine Belohnung. Ja,
Mal gucken, was er gerade sagt. Ah, das kann ich mir nicht leisten. Gehst du vielleicht etwas runter? Direkt die Hälfte, nicht schlecht. Ich wusste, dass wir uns einig werden. Mhm. Arachnomorphe sehen nicht wie Kaninchen aus, aber sie vermehren sich wie Kaninchen. Am besten packt man das Problem bei der Wurzel. Ich kümmere mich darum. Wie immer, wie immer. So. Aus Maulwurfshügeln will. Ich ja. werde wunderbar zurecht. Ist ja eh auch hier, von dem her geht es relativ zackig. Mit uns an der Seite bist du sehr viel sicherer. So, wo seid ihr? Hallo! Geralt von Riva, mein Name. Halt noch viel aus, wa? Ja, also keine Kikimuras, aber trotzdem nervig. Was? Gar kein Quäm mehr drauf. So, ich weiß, ihr seht wenig, ich sehe auch praktisch nichts. Das sind mein Blind Let's Play, Freunde. Wortwörter blind. Oh, das tut weh. Wow, wird's theoretisch. Sogar ein bisschen Donner kann ich schaden. Ja, ich hasse die Viecher immer noch. Sind wir schon tot? Tatsache. Nee, also der eigentliche Grund, Leute, wieso ich hier das Licht nicht anknipse, ist vor allem, dass ich keinen Bock habe, diese Dinger zu sehen. Meine Kikimura sind ja auch Spinnen, keine Frage, also Spinnengattung, wie auch immer. Aber sind weniger, naja, ihr wisst schon. So riesig und behaart und hast nicht gesehen. Gott mal, ist eine Höhle, hat vielleicht noch irgendwie. Ne, offenbar nicht. Gut. Wir können raus hier auf dem schnellsten Wege. Ich bin kein Freund von Spinnen, ganz ehrlich, oder von Arachnophiden, Arachnomorphen, generell alles für mich im Arsch. Von Leiche Wolfsbar mitnehmen, ja wieso nicht. So. Blaue Mutagene brauchen natürlich, vor allem dann für unsere Hexenmutationen noch. Lieber vor Trunkenheit sterben, als vor Langeweile. Gibt es was Neues? Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Ich wollte was kaufen. Vielleicht auch was verkaufen. Ja, mal gucken, was denn da Interessantes. Wiederherstellungsdrang plus Trank der Legung haben wir eigentlich alles noch. Ansonsten sind noch Rezepte. Fragen natürlich, was haben wir davon schon, was noch nicht war. Transmutator, okay. Sieht nicht schlecht aus vom Rezept selbst. Obwohl, das haben wir. Die können wir noch nicht haben. Rebis, Robed und so weiter, sowieso auch im Haupt-Let's Play von The Witcher 3 noch öfters gesucht. Problem ist, sind ziemlich teuer, wir haben nicht mehr so viel Kohle. Wo natürlich das sein muss. Kommt er hier plötzlich mit so etwas, ich glaub's nicht. So, ich meine, wir haben theoretisch jetzt ziemlich viel von allem. Kann ich irgendwas davon? Ja, bei den Toller kann man etwas sein. Weil das was viel einbringt, wir aber gar nicht so häufig brauchen. Man muss teilweise noch zerlegen, ist klar. Könnte natürlich auch in der Rüstungsteil nach ihm verkaufen, wa? Ja, ich denke, wir so ein bisschen drüber darauf hinauslaufen.
Bist du schon lange im Weinhandel? Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich wollte Alchemist werden, aber das genaue Abmessen ist nicht so meins. Und jetzt mache ich in Weinen. Das ist angenehmer. Man trinkt bei der Arbeit und keiner beschwert sich. Verstehe. Nüchtern kann die Welt bisweilen unerträglich sein. Tja, wir müssen es ja wissen. Ich mache mich wieder auf den... See you later. So, nächste Quest ist direkt hier. Vorher aber doch noch ganz kurz gucken. Alkohol, nee. Bomben. Ich will noch Zutaten, ist klar. Ja, yeah, Mann. Überlegen. Vermittel brauchen wir nicht. Quest auch nicht. Tränke. Haben es auch kaum gebraucht bisher. Es fehlt überall noch etwas, aber es ist nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Überlegen eine Katze. Überlegen eine Donner. Überlegen eine Wildcard, soll ich auch noch machen. Ich denke einfach mal alles, was geht, direkt machen. Den Rest. Ja, man sieht, wir haben relativ viel verbessertes Zeug. Überlegen sowieso. Ich glaube, wir haben sogar alle, wa? Wenn ich überlege, dass wir damals. Ja, bei Wild Hunt noch teilweise das Gefühl hatte, ich finde nie alle und da musste hier und da alle Quests weitermachen. Mittlerweile, vor allem mit, ja, also nicht nur mit New Game Plus, aber vor allem auch mit Hearts of Stone und Silber, Blut und Wein, kann die meisten Rezepte ja echt schon überall kaufen. Ja, seht ihr, die Dinger fehlen noch. Obedo, genau, dann müssen wir auch. Aber, ich hab gerade das war vorher ein bisschen, aufwendig, nicht kompliziert, sondern aufwendiger. Ich kann jetzt schon alles machen. Krass, habe ich echt schon alle auf verbessert, glaube ich schon. Überlegen. Ich ziehe noch viel, müssen glaube alle Tränke sein, war. Krass. Ja, wir kommen gut voran. Rittersattel. Was, er muss kacken? Eure Sorge rührt mich, Männer. Wirklich. Aber ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Vergebt mir. Aber ich gehe vor wie geplant. Ah, da ist ja meine Begleitung. Hallo. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Sicher hast du meine Nachricht gesehen. Ach, dumme Frage. Du bist ja hier, also hast du sie gesehen. Vergib mir. Ich habe mich nicht vorgestellt. Ich bin Graf Beledal und ein großer Bewunderer deiner Taten. Danke. Das hört man als Hexer nicht oft. Aber Herr Graf, du willst doch nicht nur mit diesem Hexer reisen. Sicher, er mag ein zäher Bursche sein, aber deine Expedition ist zu riskant. Es ist nicht gerade klug, uns nicht mitzunehmen, wenn ich das sagen darf. Du übertreibst, Wilma. Ich werde wohl einen halben Tag überstehen können, ohne dass mir jemand den Hintern wischt. Meine Wächter lamentieren, Hexer. Aber du musst ihnen vergeben. Jetzt lass uns zur Sache kommen. Wie du gewiss der Nachricht entnommen hast, habe ich einen außergewöhnlichen Auftrag für dich. Ich bin ein Naturfreund, Hexer. Ein Liebhaber der Wildnis. Und in Toussaint gibt es viele Arten, die man sonst nirgends findet. Ich würde dich bitten, mich auf eine Expedition zu begleiten, die den Zweck hat, diese Arten zu bewahren. Klar. Natürlich sollst du mich beschützen, falls nötig. Weißt du, meine Wachen haben die Augen überall und melden meiner Frau jeden Leichtsinn, wenn ich auch nur einen Kratzer abbekomme. Und dann wehe mir. Graf Beledal, der berühmte Geflügelzüchter, nicht wahr? Das war mein Großvater. Guter Mann. Ich selbst handle mit Wein. Ich importiere die feinsten Jahrgänge in meiner Heimat, Kovir. Deswegen bin ich so oft in Beauclair. Und bei meinen Besuchen genieße ich eben auch die Natur. Und dazu brauchst du wirklich einen Hexer? Du hast doch deine Wachen. Nimm die und spar dir das Geld. Das könnte ich machen. Aber die Männer brauchen auch mal frei und müssen sich entspannen. Nicht wahr, Jungs? Außerdem mangelt es mir nicht gerade an Geld. Warum also nicht? Ah, hier geht es also um einen reichen Mann, der sich zu Tode langweilt und das Abenteuer sucht. Außerdem geht es um Clarissa, die... Wilma, bitte. Die was? Meine Tochter. Ich bringe ihr immer etwas von meinen Reisen mit.
ein Souvenir. Sie freut sich jedes Mal so. Aber wir wollen nicht von meiner Familie reden, sondern von unserem Vorhaben, nicht wahr? Eigentlich schon. Ich muss ein paar Einzelheiten wissen, bevor ich etwas sagen kann. Wohin gehen wir und was genau ist meine Aufgabe? Allgemein gesprochen werden wir die regionale Flora und Fauna bestaunen. Und dabei bewahre ich vielleicht dies und das. Bewahren? Ich habe da so ein Gerät, weißt du? Einen Parestisomaten. Er fängt Abbilder ein. Parestiso wie? Er ist eine Art transportables Megaskop, das Augenblicke einfängt und in Illusionen verwandelt. Die nehme ich dann als Vorlage für Bilder. Ich soll also mitkommen, um Pflanzen und Tiere zu begutachten? Darauf läuft es wohl raus, ja. Allerdings musst du zuerst herausfinden, wo die Kreaturen, die ich bewahren will, nisten. Ich kenne ihre Reviere nur ungefähr. Tja, und wenn es Ärger gibt, haben wir dein Schwert zur Hand, was? Also, abgemacht? Das ist keine Aufgabe für mich. Ja, eigentlich nicht. Ich muss relativ zustimmen. Andererseits, Geld nehmen wir natürlich immer gerne. Mittelalterliche Fotoapparate, warum nicht? Ungewöhnlicher Auftrag. So ist es. Und ich bin bereit, eine üppige Summe springen zu lassen. Es macht dir doch nichts aus, mir zunächst den genauen Betrag zu nennen. Natürlich nicht. Sag mir einfach, was du bekommen möchtest. Oh, was? Das nennt er eine üppige Summe? Will ihr mich verarschen? Hier. Vortrefflich. Abgemacht. Okay. Ja. Klingt ja nicht schwer. Ich wäre froh, mal was Schönes zu machen. Wunderbar. Hier, deine Karte. Bevor ich hierher kam, habe ich mehrere Jäger aufgesucht. Sie haben die Habitate der interessantesten Arten in die Karte eingezeichnet. Gute Idee. Das spart uns Zeit und wir müssen keine Spuren lesen. Brechen wir auf? Ja, brechen wir auf. Das Licht ist gerade ideal. Sieht das bescheuert aus. Du. Du bist zurück. Trefflich. Wir warten auf die Morgendämmerung und brechen dann auf. Ich wollte gerade sagen, wegen dem Licht und so, war. Naja. Freunde, mal danke fürs Zusehen. In ein paar geht es hier weiter in der Morgendämmerung und dann mal gucken, wie lange es echt dauert. Ich glaube, das wird noch schnelle Sache werden. Dann sind Hexenaufträge fürs erste hoffentlich mal durch. Dann geht es mit Schatzsuchen weiter. Das sind, glaube ich, nicht so viel, müssen wir relativ schnell haben. Dann das kommt sowieso erst später, wenn überhaupt, das, also können sein, dass es nachher weg ist. Ah ne, manchmal ist das große Turnier, genau, aber gesagt, bei New Game Plus, genau. Das machen wir, by the way, das ist eben noch so. Das werden wir hoffentlich hier am Let's Play am Schluss noch machen, wenn nicht, dann auch New Game Plus. Die fehlten noch, das will ich vorher noch machen, genau. Und das ist auch, by the way, also fehlen eigentlich nur noch nach Großwildjäger die Quest hier, plus eben hier die 3 Schatzsuchen. Dann haben wir es endlich durch, ey. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüssi. Kippt das aus, fegt da drüben. Wollen Sie mich doch mal. Was?